Mohammed, hier bei seiner Festnahme, unterstützte damals seinen Neffen finanziell. Die genaue Rolle Bin Ladens bei dem Anschlag bleibt bis heute unklar. Bosnien 1992. Bürgerkrieg und ethnische Säuberungen kosten über 200.000 Menschen das Leben. Die meisten der Opfer sind muslimische Bosnier. Im belagerten Sarajevo ist damals jede Hilfe willkommen. Auch die von Bin Laden und ehemaligen afghanischen Mudschahidin. Der Sudanese Al-Turabi stellt die Kontakte her. Es war nicht nur Bin Laden. Auch viele andere Araber finanzierten den Krieg in Bosnien. Sie wollten einen islamischen Modellstaat. Von Afghanistan waren sie enttäuscht. Denn nach der Vertreibung der Russen fingen die Afghanen an, gegeneinander zu kämpfen. Also sagten sie sich, lass uns nach etwas anderem umschauen. Und so fanden sie in Bosnien ein ideales neues Betätigungsfeld. Über 3000 Kämpfer reisen Anfang der 90er Jahre gen Bosnien. Der Dschihad ist in Europa angekommen. Unter den Augen des Westens organisieren, formieren und vernetzen sich die heiligen Krieger. Jahrelang bestreitet die bosnische Regierung unter Präsident Izetbegović den Kontakt mit den Gotteskriegern. Die folgenden Bilder beweisen das Gegenteil. Ihr habt mit voller Inbrunst das Volk geschützt, dem Feind den Weg versperrt. Deshalb ist dieser Weg von euren Märtyrern gezeichnet. Überall in Bosnien werden noch schwere Kämpfe auf euch zukommen. Teile der Truppe werden in bosnischen Militärakademien geschult, vom Bombenbauen bis zum Häuserkampf. Al-Qaidas zukünftiger europäischer Brückenkopf bekommt nützliches Terrorwissen vermittelt. Nach dem 11. September werden bei Razzien in den Häusern ehemaliger bosnischer Mudschahidin Dokumente beschlagnahmt. Sie beweisen eindeutige Verbindungen zum Al-Qaida-Oberkommando in Afghanistan. Unsere Sicherheitskräfte und die amerikanische Botschaft haben nach Festnahmen entdeckt, dass der Führer einer algerischen Gruppe von Senica aus mit dem Bin Laden Militärkommandanten Abu Zubaydah in Afghanistan telefoniert hat. Das war im Oktober 2001. Der Führer der Gruppe war ein Algerier namens Belkacem. Er hatte die Telefonnummer des Kommandanten. Bei derselben Gruppe sollen Pläne und Fotos von US-Botschaften und Fußballstadien gefunden worden sein. Eine andere bosnische Zelle beging später Anschläge in Frankreich. Das neue Schlachtfeld in Europa zieht auch Deutsche an. Seine Waffe war die Kamera, heißt es in diesem Propagandafilm über einen deutschen Märtyrer. Ich möchte den Brüdern in Deutschland, ganz speziell auch den deutschen Muslimen, darauf hinweisen, dass wir Rechenschaft am Tag des jüngsten Gerichtes ablegen müssen. Geht in den Dschihad, damit ihr in dieser Sache unschuldig seid.